Ja, Leute, ihr seht richtig, ich stecke wieder hier im Untergrund und naja, ihr habt offscreen geguckt, was da mit dem fehlenden Auge los ist, ne? Dass wir hier für die Quest einen Ruf aus der Tiefe, oder besser gesagt Episode sogar, runtergeworfen haben. Und der Witz an der Sache ist offenbar, entweder weil ich irgendwann mal teleportiert habe oder weil ich irgendwie so lange unterwegs war, keine Ahnung, aber das Teil war wieder hier oben, beziehungsweise ist immer noch hier oben. Ich habe einfach schnell mal hier einen Teleporter gesetzt und nachher schnell dahin kommen und das am Schluss machen können. Aber ja, ich muss es nochmal runterschmeißen, obwohl ihr hier in der Quest steht, hätten wir das schon gemacht. Nee, scheiß Quest, ey. Oder eben Episode, besser gesagt. So, währenddessen haben wir hier noch eine Quest, also beziehungsweise ist es eben noch dasselbe Item, ne? Dass mir sowieso speziell dann irgendwie hier runterfliegen muss oder mich fallen lassen muss, das anders gar nicht geht. Ich konnte hier irgendwie nicht außen herum. Da bin ich gespannt, wie ich denn überhaupt das Auge hier zur Statue bringen soll. Lass uns überraschen. Du erstmal gucken, wie ich schnellstens da hinkomme. Hier oder hier teleportieren. Ich vermisse irgendeine Funktion, um Epona direkt rufen zu können. So Epona sagen und plötzlich, Epona kommt aus dem Nichts heraus. Oder hier oben runter zu springen oder so. Irgendwie habe ich da was Cooles? Nee, eigentlich nicht. Ich habe das Ding eigentlich auch schon runtergeworfen, muss es vermutlich nochmal machen. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Ah, komm, scheiß drauf. Ich mach's doch wieder so. Schnell hin und zurück. Ja, die Teleport-Medaille. Man kann ja gar nicht genug haben, ne? Sind wir ehrlich. Da müssen wir eigentlich nochmal ein paar mehr haben. 3 Stück sind eigentlich zu wenig. Da finde ich irgendwie schade, dass sie nicht mehr produzieren können. Was irgendwie heißt, ja, der muss noch, keine Ahnung, noch die und die Quests machen, bestimmte Items bringen, damit er das und das produzieren kann. Als der schicke Technologie, ne? Und bei Breath of the Wild war es ja auch so. Da konnten wir ja auch gewisse Schika-Pfeile oder Antiken-Pfeile hießen sie damals, konnten wir ja auch so schön produziert. Die antiken Pfeile vermisse ich auch. Aber die antike Pfeile soll es ja auch wieder geben, ne? Haben wir sagen lassen. Also nicht so, dass man die antike Pfeile gar nicht bekommt. Müssen wir mal gucken. Ich habe bis jetzt da wirklich noch mich da rausgenommen tatsächlich, weil ich mir so dachte, du, antike Pfeile, ja, schön und gut, aber ich meine, wozu? Oh, falsche Richtung. Wozu antike Pfeile, die natürlich krass sind, und wir sind ja schon selber krass genug. Ne? Ich hatte bis jetzt nicht das Gefühl, also bei den Phantomgunnern, dass er jetzt wirklich antike Pfeile braucht, um die Gegner loszuwerden. Und wie wir wissen bei antiken Pfeilen, ich nehme an, wird hier auch so sein, dass wenn du die halt auf den Gegner abfeuerst, dann verschwindet der und du kriegst ihre Items nicht. Die ganzen Wächter und so, zum Teil vermisse ich die Polizei mittlerweile. Damals hatten wir so, zum Glück sind die Wächter weg. Aber jetzt so muss ich sagen, ja, wir hatten auch ihre Vorteile. Also, er hat mir übrigens auch schon überlegt gehabt, wegen dem Auge, was wir vorher dabei waren, dass ich den Chica-Sensor darauf ausrichte. Nicht so wie jetzt, wo er auf die Schreine ausgerichtet ist, und einfach zu sagen, okay, bitte auf sein Auge drauf, weil wir hatten das noch nicht geholt. Und das einfach quasi als Vorlage genutzt und ja, eben das letzte Auge zu holen. Oder zu suchen, besser gesagt, und das im Untergrund geblieben wäre. Aber es hat sich ja erledigt, wie wir wissen. So. Ja, da haben wir damals ja den Staudamm, können wir eigentlich sagen, leeren lassen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Teil immer noch hier weg oder ist es wieder da? Muss eigentlich wieder da sein, ne? Es sei natürlich, es ist deswegen nicht weg. Warte mal, es war hier im Wasser, oder? Da ist wieder da, okay. Ich dachte, es hätte auch sein können, dass es halt immer noch unten ist, aus dem Grund, weil er das andere Auge bewegt hatte. Und deswegen die Position nicht gespeichert werden kann vom Spiel. Aber nein, es ist nicht der Fall. Alle hopp und direkt hinterher. Nein. Hä?
Okay, das Auge ist da, das sehe ich. Das ist gerade auch nicht mein Problem. Mein Problem ist eher, und das verstehe ich gerade auch nicht, wo zum Henker soll der Schrein hier sein? Hä? Erstmal alles schön erhellen hier. Eine Wurzel müsste ja auch noch sein, die habe ich gerade auch nicht gesehen. Hä? Ich bin von da runtergefallen. Ich bin tatsächlich gerade leicht verwirrt. Ich meine, gut, da muss ich nachher dahin, da ist klar, hier doch etwas zum Bauen, ne, damit das Teil auch transportieren könnte. Okay. Natürlich ein Hauerbike bauen. Okay, warte mal gucken. Was hätte ich dann in der Automatik? Irgendwie ein cooles Fahrzeug? Einen guten Bauplan vielleicht auch. Da ist ein Landboot. Ja, komm. Hängt das Teil auch noch fest? Ich glaube das nicht, ey. Die Rede ist von einem Landboot. Dann nehme ich jetzt mal davon aus, gehen wir davon. Hallo? Das halt auch ohne weiteres funktioniert, ne? So, unsere Routine, in welche Richtung? Das stimmt. Also die Zentralmine sehe ich da auch. Sehr schön. Da ich nicht fliegen muss, dürfte ich hier mit der Gravitation, beziehungsweise hier mit der. Das ist aber sehr eng. Dürfte ich hier mit der Schwerkraft und so, je nachdem halt in welche Richtung, links, rechts und so keine Probleme haben. Oder zumindest. Oh, Kacke. Das ist ein kurzer Ausflug mit dem Landboot. So, kann ich natürlich auch gerne mitnehmen. Ihr seht natürlich auch noch, ne? Wo kriegt man schon mal so große Irrlichter her? So, den Rest muss auch noch zu Fuß gehen. Dumm. Oh ne, okay. Gut, das war jetzt ein bisschen zu tief.
bald das dritte Auge noch. Das vierte eben dürfte so gesehen kein Problem sein, aber ich frage mich jetzt, wo zum Henker dort die Wurzel und der Schrein sein soll. Ich meine, natürlich kann man wieder nach oben teleportieren, wieder runterfallen lassen, damit man nochmal sicher gehen kann, aber trotzdem. Ich finde es ein bisschen creepy. Das sind 3 Augen zurückgebracht. Bringe alle Augen zu mir. Ja, ja. Du hast ja auch ein Auge drauf geworfen, wa? Schießt du Auge drauf geworfen? Geil, wa? Warte mal, was anderes komm. Geh kurz hier hin. Lauf mal schnell rüber und guck mal, was denn dort los ist. Da irgendwie, vielleicht sogar schnell mit dem Ding gucken muss. Powerbike oder so. Ja, habe ich gar keins? Schade eigentlich doch. Aua! Ah, jetzt kannst du schießen, wa? Vorhin ging es nicht. Danke, Tulins Geist. Tulins Geist ist ein Kackgeist. Okay. Dann gucke mal. Das ist natürlich die falsche Richtung gerade. Ui. Das innere Hyrule. Hä? Das ist die Wurzel. Warum habe ich die noch nie aktiviert? Hä? Okay, Vergangenheits-Michael war ein bisschen seltsam. Das wäre voll die Secret-Wurzel und so und deswegen hat irgendwie Probleme, aber nö. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wenn wir hier das Ding haben, ist hier ein Schrein, aber warum haben wir noch nicht gesehen oder gefunden? Haben wir da hoch, wa? Okay, teleportieren. So, das Ding da lassen. Ja, nein, vielleicht. Bin ein bisschen unsicher. Ich kann auch überlegen, ob man jetzt kurz das Teil runterschmeißen soll. Dann die Quest abschließen, dann wieder hochkommen, um gegen den Schrein zu gucken. Ja gut, ich glaube, macht mehr Sinn, ne?
So, nach hier gucken. Dann kann man noch mal ein Lampo bauen hier, ne? Versuch's echt mit der Lore. Fährt überhaupt so weit? Ich hoffe mal schon, ne? Naja, die ist kaputt, ne? Mit der klappt's nicht. Wobei, ist sie wieder so kaputt oder tut die nur so? Nee, die klappt noch. Die ist schon ein bisschen eingerostet, klar. Aber hey, die tut's noch. Sag mal, Link. Mal schön hinstellen. So. Oh, Kacke. Aua. Hä? Das war gerade ein bisschen seltsam, aber von mir aus. Machen das noch schnell zum großen Magier-Stand, aber ich bin gespannt, hey. Daraus wohl bekommen. Na, Alter, was jetzt? Oh Gott, es hat 4 Augen. Hab euch Dank dafür, dass du meine Augen zurückgebracht hast, denn in ihnen wohnt mein Geist inne. Hör mich an, denn nun kann ich zu dir sprechen. Vor Urzeiten wurden meine Augen gestohlen und versiegelt. Versiegelt? Lange einfach oben rum. So wartete ich auf jenen, der meine Stimme zu hören vermochte und mein Ansehen nachkommen würde. Lass mich dir nun deine Belohnung angedeihen, wie ich es versprach, zum Dank für deine Mühe. Was? Ach nee. Wir kriegen einen Herzcontainer von ihm. Okay. Vor allem das Miasma ist ihm noch aus dem Raum ausstimmt, aber ich habe doch schon mehr Herzen als zu Beginn des Spiels. Das, was ihn geraubt hat. Herbert hat mittlerweile, oder noch nicht ganz. Irgendwas stimmt auch der Text einfach nicht. Weil ich habe ja mittlerweile, also mein Maximum Herzen ist höher als das zu Beginn des Spiels. Okay, für die Quest oder Episode kriegen wir also einen Herzcontainer. Ich meine, schlecht ist das nicht, Leute, ne? Sind wir ehrlich. Herzcontainer ist nie verkehrt und heißt natürlich auch, dass es 4, ja, das doof gesagt, aber demzufolge natürlich auch 4 Schreine weniger, die wir machen müssen dafür. Wobei eben, wir wissen, es sind eh nur noch, was heißt nur noch? Nur noch 30 Schreine insgesamt zu machen. Dann hätten wir alle vom gesamten Spiel endlich. Ne? Es sollte noch etwas Spezielles geben, wenn wir alle Schreine haben. 30 Schreine, ja, klingt ja eben eigentlich nach viel, aber wenn man sich dann natürlich auch darüber nachdenkt, von wegen, mit wie vielen wir. Was heißt gestartet? Nein. Wie viel das wir eigentlich auch schon gemacht haben, ne? Ich glaube, wir sind auch schon weiter als damals bei Breath of the Wild. Damals brauchten wir nicht so viele. Ja, also 122, aber trotzdem noch irgendwie die Dinger, natürlich nicht elektrisch. Finde ich auch interessant, ne? Das ist generell so, kann man sagen, so Nanium-Waffen, da die Waffen der Sona nicht elektrisch sind.
So, nehmen wir noch ein paar Feuerfrüchte mit. Oh, Entschuldigung, Link, hab's nicht gesehen. Das ist die Ausdauer alle. Aber auch ein Dings Ausdauer schnell alle geht, der kann sich verdammt schnell regenerieren, Junge. So, jetzt eine große Preisfrage. Wie kriege ich den Schrein hier raus? Ich will zu meinem Freund. Ja, so wollen viele. Du warst der irgendwie, der andere Kumpel war da oben, oder? Ja, genau. Also müssen wir einmal dahin fliegen. Also hier muss der Schrein erscheinen. In der Nähe tiefer, ja, da ist mir schon klar. Es sei natürlich, erscheinen trifft sie nicht so ganz. Sie muss ihn gar nicht rausholen und erstmal einen Weg dahin finden. Weil tatsächlich unterirdisch ist, ne? Ich war noch nicht. Ah, für mich ist das Eismodul aus Breath of the Wild, da wäre jetzt ja noch praktisch gewesen. Haben sie es nicht damals sogar einsetzen müssen? Auch in einer Kiste oder so etwas? Ich dachte, da war irgendwie was. Ich glaube, ich gehe sonst hier unten, oder? Weil das Sumpf wäre. Na egal. Also, hier sind noch Mineralien, aber auch mal markiert. Hä? Ernsthaft? Warum soll hier Erzen sowas sein? Hä? Da unten. Ich werde so unterirdisch zum Schrein kommen? Ja, jetzt hat wieder ein paar Höhlen. Habe ich denn die Höhle hier schon gemacht, oder? Warte mal. Nee. Höhlen vom anderen Plateau, da war noch gar nicht drin. Ah, ich erinnere mich wieder, Freunde. Stimmt. Ja, eben, das war ja zu Beginn des Let's Plays. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, versuchen wir eine Höhle zu betreten. Und gemerkt, nicht ganz so einfach. Komm, lass mal. Machen wir später. Stimmt, da war ja was. Dauert natürlich ein bisschen länger, aber wenn man es auf die Variante macht, so kriege ich zumindest mal die Bomben dann noch weg. Meine Güte. Aber trotzdem, ich fand das Bombenmodul aus Breath of the Wild irgendwie noch ein bisschen cooler. Generell, mit dem Modul, ne? Ja, klar, lässt man die weg, weil wir natürlich hier den Sonararm haben, aber trotzdem. Das war so ein Punkt, den ich nicht so ganz verstanden habe, wie das erklärt wurde. Wegen, ja, eben, wir hatten damals noch das Sheikah-Tablet, plötzlich heißt das Teil ganz anders. Man fragt sich, hey, was mit dem Sheikah-Tablet passiert? Wieso hat es diese Sheikah-Module nicht dabei, die wir beim ursprünglichen Variante dabei hatten? Okay. Das ist irgendwie anschmeißen jetzt getriggert. Und Sim. Salabim. Was machen wir da? Was machen wir da? Ah nee, der ist nicht so gut. In dem Falle. Das mal, während jetzt meine Freunde losgehen, kann ich hier noch ein bisschen.
Ein bisschen mehr machen. Natürlich. Ah, Gott weiß was. Nein, Moment. Hallo? Waffe. Die Waffe, die Waffe, die Waffe. Ich will doch nur die Waffe. Toll, alles für das Altstein. Aber den eigentlich schon fotografiert, den silbernen? Nö, da fehlt noch. Ja, da hinten ist wohl der Schrein, war. Okay. Au. Link, alles in Ordnung. Bei mir auf alle Fälle nichts. Oh. So schnell kann es gehen. Einfach mit dem richtigen Bogen war. Aber Bogen wieder neu ausrüsten. Okay, da geht es ja noch weiter. Da haben wir noch was zum kaputt machen. Stabil, Leute, stabil. Aber nicht stabil genug. Warte, die gingen doch trotzdem kaputt, oder irgendwie? Noch einer. Mayo Sigma. Tja, jetzt ist doch gemäß Höhle, hätte hier alles gefunden, was jetzt ihnen gibt. Und ein bisschen was gibt's noch. Hä, will man verarschen? Nein, nicht klettern, einfach nur ausführen, aufladen. Ja, sowas kann passieren. Natürlich eklig, wenn sowas passiert. Felsbrocken, Hammer, Ja, schön laden, schön glänzen. Junge, Junge. Also für einen Schrein oder was? Ist gar nicht mehr zum Schreien. Ah, immerhin, ich komme hier raus. So.
Sehr schön, roter Nebel, noch ein paar mehr Mineralien. Und Erze. Nö, aber nur sogar 2 Händer, ne? Das ist natürlich auch wichtig. Gut, den haben wir ersetzt. Habe ich noch andere? Einen Slot habe ich noch, gut. Nehmen direkt auch noch einen mit. Was? So. Bin da, wer noch? Niemand. Scheibenkleister. Jetzt müssen wir hier das Symbol entfernen. Eigentlich eine praktische Abkürzung, wa? Wieder nach oben. Ich glaube, es müsste hier relativ gut gehen. Okay, gut. Das heißt, wir brauchen theoretisch einen Teleport drüben auch nicht mehr. Ja, wenn man hier hin müsste auf die Schnelle. Himmel und Erde, das ist natürlich sehr beruhigend. Ja, das sieht jetzt ganz okay aus. Ich meine, ich habe hier 5, 6 sogar. Okay, 6 Vorrichtungen. Nur 4 Kugeln. Soll sie da reinschmeißen, aber nee, es kann auch mehr, hier sind noch ein paar. Hui, hui, hui. Einzelne bringen noch nichts. Man muss wirklich erst 4 gemacht haben, damit dann irgendwas passiert, oder? Und vor allem, was muss ich überhaupt machen? Hä? Soll sie jetzt eine Art rumgerätselt werden oder was? Die Symbole darauf sehen alle auch gleich aus. Habe ich irgendwo sonst einen Hinweis darauf, was man jetzt hier genau machen soll? Also sprich, ich muss ja irgendwie eine Kombination legen. Gehe jetzt mal davon aus. Das Ganze heißt Himmel und Höhle. Ist denn hier irgendwas verkehrt herum? Da wäre ja auch schon fast am Ende. Hat es noch irgendwo eine Truhe dazwischen? Nee. Okay, habe ich hier vielleicht irgendwo noch eine Truhe, die wir übersehen haben und damit vielleicht einen Hinweis darauf? Aber natürlich kann ich auch sagen, okay, ich lege einfach mal alle 4 erstmal in die Mitte und gucke dann, was passiert. Es ruckelt immer kurz, ob das jetzt ein gutes Zeichen oder schlechtes ist, bin ich jetzt ja nicht so sicher.
Ich sehe ja gar nicht irgendwie ein bestimmtes Muster legen muss, irgendwelche Hinweise darauf, was ich legen könnte auch. So. Wenn es darum geht, einfach irgendwas ausprobieren, dann finde ich das nicht ganz so lustig. Da muss eine Kombination dahinter stecken. Oh, da musst du gehen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. 1, 2, 3 links, 1, 2, 3 rechts und 4 in der Mitte. Ich meine, ja, ich kann es so machen, wie ich es jetzt gemacht habe. 4 in der Mitte. Ich könnte dann nur 3 links sitzen und den 4. links außen von der Mitte her. Umgekehrt oder selber auf der anderen Seite. Ich sehe irgendwie gar nicht, wo das hinführen soll. Ich habe irgendwie auch keinen Hinweis oder irgendwie etwas Besonderes, woraus ich ein Muster schließen könnte. Hä, was ist das denn? Also einfach ein bisschen ausprobieren, bis ich das Richtige habe. Aber komm, wisst ihr was, das bringt so nichts, wenn ich jetzt hier weiter rumrätseln, einfach Dinge versuche und so mit dem Part unnötigen Länge ziehe. Wir schauen nächste Folge nochmal, ich kann hier abspeichern und dann ein paar Dinge ausprobieren. Vielleicht muss ich eine richtige Kombi haben. Ich meine, der Schrein selbst heißt Himmel und Hölle. Himmel und Erde. Da kann natürlich ein Hinweis auf irgendwas sein, nur Himmel und Erde sagt mir jetzt selbst gerade nichts oder ist irgendwie, keine Ahnung, sogar ein bekanntes Buch ist oder so und daraus eine Kombination entstehen, ob es da eine bestimmte Kombination gibt, die aber gar nicht schneller. Das müssen wir gucken, ne? Trotzdem erfolgreiche Folge soweit. Nächste Folge, abgesehen von dem Schrein hier, mal gucken, war? Eigentlich habt ihr ja vorgehabt, weiter im Untergrund zu gucken, Richtung Norden tatsächlich. Wir werden sehen, wa? In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.